Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schild, oh yeah! Beim letzten Mal sind wir in der Hotellobby angefickt worden von... nein, die sind es nicht gewesen. Von den Hooligans, von Irren. Ich war ja schon am Barnen-Fußball-Match, aber sogar in der Hotellobby angefickt zu werden. Boah. Naja, wir checken endlich mal ein. Guten Abend und herzlich willkommen in Knospi im Du bist eine Challenge, nicht wahr? Nein. Ah, du bist Nutella, richtig? Das sieht man dir im Gesicht an. Dir tropft Nutella rund. Frühstück? Was? Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Hoffentlich auch das Zeug fängt morgen an und es ist schon 9 Uhr zu oben. Drum. Ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe von vorhin bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Hoho. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Okay. Machst du das? Oh. Das ist der Sound von der Heilung. Der heilige Sound von der Heilung. Heilig, checkst, heilen, geht mir so gut. Egal. So, Abwasser gemacht, weiter geht's. Guten Morgen. Ab heute sind wir endlich, heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hop. The Legend of Hop. Komm, Lieutenant, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Ich darf mich noch nicht bewegen. Jetzt darf ich mich bewegen. 4 Sekunden Vorsprung, hure sich. Hey, jetzt erst mal das Hotel anschauen. Ist das immer eine Durchgangstür? Ich bin der Einzige und alleine hier, um mich mein Match zum Menschenstadion anzusehen. Wenn es richtig rund geht, kann man das Getose der Menge sogar hier im Hotel hören. Wenn man im Stadion ein Match live mitverfolgt, spürt man den Boden beben, bis man selbst im ganzen Körper zittert. Hoffentlich ist es mein Zimmer. Jetzt kann ich einfach so in das Zimmer reinlaufen. Hallo. Oh, pardon, ich will stören. Fernseher anlassen, Stromkasten verjagen, kein Badzimmer. So habe ich es gern. Und du? Mechanisch heisst einfach ins Zimmer rein. Grüezi. Grüezi, wollte nicht stören, aber wie bist du da reingekommen? Ich habe eine Torzone, das Glitzern sehen und bin gleich hin, um es mir anzusehen. Rate mal, was es war. Steinstücke, ganz viele davon. Hier, ich gebe dir eines davon ab. Also ich breche in seine Hütte und werde noch beschenkt. Im Pokémon Supermarkt kann man das Sternstück teurer kaufen. Von dem Geld kaufe ich mir neue Kleidung und diesen tollen Hut, den ich letztens gekauft habe. Ist es deine Frisur oder? Naja. Tschüss Kasten. Sie hätte mir eigentlich locker können vermöbeln. Hat er auch sollen. Dann noch 2 Zimmer. Grüezi. Darf ich stören? Boah, du hast ein Dynamax-Band. Das ist super mächtig, weil du damit Pokémon im Stadion voll riesig machen kannst, oder? Ja. Hoffentlich erfüllt der Wunschstern in deinem Dynamax-Band alle deine Wünsche. Ja, das wird er. Oh. Der Leon ist der Hammer. Niemand legt so eine coole Glurak-Pose hin wie er. Sicher. Voll geiler. Ah, mein süßer kleiner Enkel lässt sich noch so leicht beeindrucken, dabei wenn doch jeder, dass meine Glurak-Pose unübertroffen ist. Ja, hast du schon Mini-Glurak-Pose gesehen? Yeah. So. Jetzt gehen wir zurück. Ich glaube, ich sehe euch dort. Und das sind wir ja schon. Okay. Ich würde sagen, auf zum Enginestadion. Die Eröffnungsfeier fängt bald an. Genau, darum gehen wir jetzt auch dorthin. Eröffnungsfeier bedeutet wohl noch mehr Glaber. Begib dich für die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge ins Engine Stadion. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald, Arena Challenger. Soll ich dich zum Arena Stadion führen? Ja, komm. Gut, dann lass uns keine Zeit verlieren. Bitte folge mir. Auf Instagram. Da wären wir auch schon. Das Arena Stadion. Viel Spaß bei der Eröffnungszeremonie. Merci vielmals. Ah, sieht schon geil aus. Oh. Mit denen haben wir ja schon geredet. Hey, du bist ein Napf, richtig? Ja, als ich das letzte Mal geschaut habe im Bass, ist Nutella Vorname, Napf, der Nachname. Nutella-Napf. Haha.
Bei Veranstaltungen, die zur Arena Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen. Und die Eröffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena Challenge. Ich schlage also vor, dass du dich jetzt umziehst. Okay. Das wird das nicht mit anschauen. Oh, das Spiel sollte 18 plus sein. Ha, mein Nummer 4. Geil. Das ist mein Name. Fragezeichen, Rufzeichen, Rufzeichen. Zahl, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Ich finde sie hässlich. Und jetzt Regel Nummer 4 unter das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Reflexion in der Arena Challenge beginnt gleich. Ich bin gespannt wie eine Flitzebogen. Also ich find's mit du besser. Meine Damen und Herren, ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie sich alle heute vorbeigekommen sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Juhu! Ja! Es ist mir eine Freude, das Spektakel der Galerregion zu eröffnen, die Arena Challenge. Jawohl! Jede Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arenaleiter behaupten. Oh. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Orten ergattert, darf am Champ Cup teilnehmen. Und hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer gegenzustellen. Dem Champ. Und jetzt bitte einen großen Applaus für unsere Arena-Leiter. Okay, es ist schon geil gemacht. Das ist genau das gleiche System wie alle Pokémon-Games zuvor. Außer Sonnenmond. Aber pompös in einem Turnier inszeniert. Das hat etwas vom Harry Potter-Dingsbums, dem Feuerkelch. Oh. Okay. Jaro, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Schick. Der unauslöschliche Feuerveteran Kabu. Galas Experte für Geister-Pokémon. Nio, der Schweigsame. Du sieht geil aus. Papella, Meisterin der fantastischen Theaters und fantastischer Feen-Pokémon. Uiuiui. Das ewige Eis. Mel. Megamelt? Und der stärkste Arenaleiter, Roy, der Drachensturm. Geil. Ein Arenaleiter fehlt uns heute leider. Er ist davon gegangen. Aber dies sind sie. Der ganze Stolz von Gala. Unsere Arenaleiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatsächlich. Einer ist von uns gegangen. Er ist gestorben. Nein. Nein, wer fällt? Ha. Hm. I'm gay now. Du. Ah, ich bin der 8. Arenaleiter. Alright. Ja. Schick, schick. Und das hat jetzt so lange gebraucht zum Laden. Ich fasse es nicht. Hör mit deiner Pose auf. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Garnier-Stadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Naja, beiden, endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das nicht die beiden Schützlinge des Champs sind, darf ich mich vorstellen, Rose ist mein Name, der schon 5-mal gehört. Schon nachher Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine geilen Augen denn da? Ich hab ja schon eigene Dynamax-Bänder. Das hat für euch bestimmt den Wunschstern heute. Das hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Was? Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Leiter-Challenge. Sorry. Sehr schön, die Bewohner der Gala-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Macht's gut. Ja, Schatz, ich bringe einen Asiat mit, ist gut. Frühlingsrolle, wie immer, ist gut. Liga-Präsident Rose scheint in wirklich bester Laune zu sein, aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ich habe erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon-Trainer zu sein. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißige Erfahrung sammelt. Steckt euch Ziele. Nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Sixpack, hat egal.
Lass uns gleich angehen, Nutellanapf. Die Arenaleiter von Gala müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns in Turffield. Turffield, okay. Da kommen wir hin über Route 3. Bitte darf ich endlich anfangen? Nein. Bei der Arena Challenge geht es darum, die 8 Arenenstadien von Gala nacheinander aufzusuchen und sich ihre jeweiligen Arenaorden zu erkämpfen. Oh yeah. Um einen Arenaorden zu erhalten, musst du die zugehörige Arena-Mission bestehen und im Anschluss den Arenaleiter im Kampf bezwingen. Oh yeah. Okay, kein Problem. Mit denen haben wir da schon gelabert, darum gehen wir einfach los zur Route 3, die sich anscheinend im Westen befindet. Nutellanapf, Liga President Rose hat sich die gebeten, diese Geschenke zu überreichen, bla bla bla. Oh, noch mehr Geschenke. Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung, hier hast du das Geschenk. Einen Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du nur mit Flugtaxis fliegen. Und zwar an jedem beliebigen Ort, den du zuvor schon besucht hast. Wenn du die Dienste der Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Kramor schnurstracks an dein Ziel gebracht. Öffne über das Spielmenü die Karte und wähle, wo die Reise hingehen soll. Okay. Ich zitiere aus der Anleitung des Flugtaxis. Bitte öffnen Sie 6 Mal, während Sie die Karte danach müssen und nach Ihr Ziel also guten Flug. Aber das Flugtaxi bringt dich, wie gesagt, nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du als das nächste große, ja, stimmt, nach Turffield willst, musst du also erstmal zu Fuß dorthin. Turffield. Drufliger, nein. Hey, Challenger, ich freue mich schon auf eure Kämpfe, viel Glück. Und du nix? Das ist eine gute Einstellung. Los geht's. Zeig uns eine Wow, die sicher sind ja alle voll gehypt. Haha, bin ich auch. Bitte darf ich endlich anfangen. Nach wie vielen Stunden sind wir jetzt da schon am Spielen? Da wisst ihr, ich habe die Idee. Wie wär's mit einem Trainingskampf? Du gegen mich. Okay. Das wollte ich hören. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konsequenz abzustinken. Also ich denke nicht, ich weiß nicht, was bei dir abgeht, aber ich bin fein raus. Okay. Ein Kampf, okay. Das sind die Pokémon. Ich kann etwa 30. Wolle gegen Wolle. Schauen wir mal, welche Wolle wolliger ist. Okay, dies Wolle ist wolliger. Das hindert mich aber nicht. Habe ich nicht ein Kampf-Pokémon dabei? Nein. Doch, aber... Ich versuch's mal. Wolle! Das könnte ein längerer Kampf werden, aber beide Wollis halten recht viel aus. Darum tue ich jetzt erst einmal meine Abwehr rauf. Ja, das meine ich. Und wenn ich meine Abwehr rauf tue, dann wird der Kampf noch ewiger gehen. Haha, einmal für ihn. So, dann kann ich ungehindert angreifen. Zuerst hat es 3 abgezogen, dann Nummer noch 2. Und sobald er nur noch 1 KP Schaden macht, höre ich mit der Einigler auf. Was eigentlich theoretisch jetzt der Fall sollte sein. Und... Genau. Und, well, jetzt kann ich meine Abwehr noch wieder aufrufen, wenn ich will, aber er wird nie weniger als 1 Schaden machen. Darum ist die doppelte Erhöhung von meiner Abwehr ausreichend. Und er muss jetzt 23 Mal angreifen. Und ich greife ihn nicht 23 Mal an. Okay. Er will das gleiche mit mir im Angriff machen. Der wird jetzt auch weniger abziehen. Ich muss einfach auf Volltreffer hoffen und hoffe, dass ich einen Volltreffer kassiere. Eigentlich ist jetzt der letzte Volltreffer, naja, siegt. Aber ich glaube, meine Taktik ist bis jetzt gar nicht mal schlecht. Andererseits habe ich auch das Gefühl, dass Miss Volley also generell die besseren Statuswerte hat als Seis. Und ich mache recht viel Schaden. Trotzdem ein Angriffsminus und einem Level schlecht. Hallo? So der Scheiß.
Jetzt meine Abwürfe da. Mit ein Igler. Naja, ein Igler und Heuler gleichzeitig zu besitzen ist ein bisschen, ja. Was ist der Vorteil, Nachteil? Also, ein Igler tut meine eigene Abwehr auf. Heuler tut den Angriff vom Gegner ab. Jetzt, wenn ich mit Heuler seinen Angriff so weit senke, dass er nur noch 1 KP abzieht, ist das der gleiche Effekt, wie ich jetzt gemacht habe mit meiner Abwehr auf. Allerdings, wenn ich dann ihn besiege, was, wie ihr seht, unausweichbar ist, like inevitable, so ist das, keine Ahnung, ja, dann ist der Angriffsboost, also der Gegenteil vom Boost, Buff, nein, Nerf, keine Ahnung, wieder weg. Und das nächste Pokémon hat dann wieder vollen Angriff, von denen wird reinkommen. Weil er ja verlieren wird und ich gewinne. Jetzt, wenn ich aber gewinne und ich habe meine Abwehr da, dann gilt der Abwehrboost immer noch, aber jetzt neuer Pokémon drin ist. Darum geht grundsätzlich zuerst deine Pokémon stärken, bevor am anderen seine schwächst. Ungefähr klar? Okay. Es gibt immer Ausnahmesituationen. Aber du siehst, jetzt ist er draußen, aber meine Abwehr ist immer noch erhöht. Genau. Memeon. Kommt er schon mit Memeon? Ja gut, jetzt muss ich aber verwechseln. Nein, nein, nein. Ah, das ist ein Angriff, lol. Er hat Attacke gesucht. Er hat alles nichts Gescheites. Darum haut ich mal den da. Ich kann von der erhöhten Abwehr noch profitieren. Tackle. Mal schauen, was es macht. Oh, Klammergriff. Ha. Macht auch nur ein KP. Aber ich mache auch nicht viel mehr. Jetzt kann ich glaube ich nicht mehr flüchten, kann das sein? Oh. Ha. Kann ich flüchten? Aber ich was? Okay, ich kann nicht flüchten. Okay, ich habe den Klammergriff. Das heisst, Wolli wird sterben. Kann ich jetzt schon sagen. Weil ich werde Wolli nicht mit einem Trank heilen, wie ich ja schon mal gesagt habe. Genau. Angriffsknader geht auf die Spezialverteidigung und nicht auf die Verteidigung. Darum hat mir Verteidigungsboost mit dem Einigler eigentlich hier nichts gebracht. Okay. Ravals. Die normalen Attacken werden verstärkt. Mogelhieb. Immer wenn ich reinkomme, zuerst mal einen Mogelhieb. Dann kann er natürlich eine Runde angreifen und ich habe gratis ein bisschen Schaden gemacht. Und jetzt der Rest mit Tackle durchhauen, solange wir leben, aber auch Ravals wird sterben. Das. Schon Level 14. Schon mächtig. Okay, er sagt mein Angriff. Jetzt bin ich aber immer noch dank meinem Seidenschal ein bisschen verstärkt. Aber das ist okay. Ich glaube nicht, dass er mehr als einen Trank wird einsetzen. Tschüss Ravals. Danke für deinen Dienst. Gelatini. Muss ich ein bisschen aufpassen wegen der Attacken. Erstauner, Härtner, Verhöhner, Weißnebel. Okay, das macht alles einen Scheiß. Erstauner ist der Einzige, der angreift. Härtner tut meine Abwehr rauf. Weißnebel weiss ich gar nicht. Genauigkeit vom Gegner ab. Fluchtwert erhöhen. Ich weiss es gar nicht. Ha! Das haben wir noch. Verhöhner, genau. Verhöhner ist noch interessant. Verhöhner macht, dass der Gegner nur Schaden zufügende Angriffe aktivieren kann. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was soll der Scheiß? Was soll da gut sein? Wenn er will, weiß auch nicht, Heuler einsetzen, Donnerwelle, Giftpuder, Schlafpuder, so ein Scheiß, die wird es. Oder seinen Angriff stärken mit Jauler oder Einigler oder was auch immer, Verteidigung. Wird es denen nichts nützen, wenn ich Verhöhner drin habe. So. Jetzt muss ich auf Gelatini wieder aufpassen, aber naja, ich kann ja nichts machen. Heuler meinen Angriff haben, ja, nützt er jetzt nicht viel, weil mein Gelatini stirbt sowieso. Spoiler Alert. So.
Und nachher kann ich mit dem Zickzacks erledigen. Aber ich finde es cool, dass man das Gelatini schon so früh bekommt. Oh, buh! Tschüss Gelatini, danke für den Einsatz. Ja, ich muss ein bisschen mehr trainieren. Ich hoffe, in Zukunft werden nicht alle meine Pokémon so absterben, aber das System, das ich habe mit dem automatischen Auswechseln und auch die 6 Schwächsten, sorry, immer drin habe, ja, kann ich es fast nicht verhindern. Käfertrotz oder Konfusion? Beides 50. Wird verwirrt vielleicht. Spezialangriff senken ist eine gute Idee. Oh. Ja. Tschüss. Und ich komme jetzt fetter Erfahrungspunkt über. Was lenkt nicht für alle Level ab? Na gut. Mikro. Ja, mach du das. Wobei, ich bin Käfer. Taup. Anspannung von Mikro wirkt. Okay. Dann tue ich mal Konfusion reinhauen. Pixar. Ah! Ist okay, ist okay. Wie gesagt, es wird Tote geben, das haben wir gesehen. Solange ich aber gesamthaft nicht sterbe, ist das für mich voll okay. Jetzt muss ich einfach schauen, dass Zickzacks das Ding heimschaukelt, weil Carpador... Ja, nein. Carpador würde ich gerne mal im Dynamax-Kampf einsetzen, also in einem Raid. Generell sollte ich ein bisschen mehr raiden, glaube ich. Also was haben wir da? Tackle, aha. Spätz 55, aber unlich geht Stab. Standpauke. Mhm. Es wird ein spannender Kampf. Mikro gegen Zickzacks. Robin Abwehr sage ich mit Silberblick. Das heisst, er wird dann weniger Pixar brauchen, um mich zu besiegen. Allerdings sollte ich, glaube das schaffen. Pixar. Wow, es wird eng. Zickzacks, du schaffst das! Yes! Andererseits, wenn ich halt immer nur die schwächsten Pokémon dabei habe, werden das auch spannende Kämpfe. Da ist noch viel Luft nach oben. Naja, ein gutes Training war es allemal. Tju. So geht's immer spannende Kämpfe. Ich kann da immer nur meine 6 Lieblings-Pokémon nehmen. Aber dann wär's einfach. Findet ihr nicht? Nicht schlecht, Rivale. Du hast ordentlich was drauf. Das muss ich dir lassen. Hier, du hast meine Liga-Karte als Zeichen meines Respekts. Was? Achso, kann ich jetzt nicht mehr rein? Aha, das ist einfach nur meine Dings. Okay. Engine City war nur die erste Etappe unserer Inhaler-Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zur Stadt, wo der erste Inhaler auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen und knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfordern kann. Und ich schnapp mir den Titel. Ja, das hätte ich gehört. Der nächste Champ würde ich sein. Hoppers Fullingham. Ich habe Liesli gehört, weil man ihn nicht mehr gehört hat, weil er weggelaufen ist. Ich finde das super. Ich heile mich schnell, wir sehen uns gleich. Und frisch geheilt geht's frisch ans Werk. Und nun frisch ans Werk. Wer kennt das? Bitte darf ich endlich mal anfangen, normal Pokémon zu spielen. Bitte, 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 bitte. Hey. Wenn deine Pokémon KP verlieren, kannst du sie mit einem Trank heilen. Nein, mach ich nicht. Und bei Vergiftung hilft Gegengift. Nein, mach ich auch nicht. Wenn du immer genug Items dabei hast, kommst du auch ohne Pokémon Center sehr weit. Und wenn man genug Pokémon Center hat, kommt man auch ohne Items sehr weit. Das ist Zickzacks. Hey, salut. Oh, das Item. Ein Riesenwülz. Das sieht echt so schön aus. Aber es sieht man halt viel zu gleich aus wie Sonne und Mond. Der Unterschied auf Switch vom 3DS ist mir zu klein. To be honest. Man sieht, es ist viel mehr Leistung. Moment. Was bist denn du? Es Cottini. Cool. Level 10. Das wird dann.
Bau und gut ist. Cotini, von dem haben wir doch auch schon gesehen. In den Trailers und so. Eines der ersten neuen Pokémon, der vorgestellt worden ist. Es hat auch eine spezielle Dynamax-Entwicklung, glaube ich. Dem so kannst du sagen, Dynamax-Form. Campodor Level 11, cool. Gelatini Level 11, cool. Du kommst ins Team. Ja, und du bist nur Level 10. Viele Leute werden ihre Trainer, weil sie es niedlich finden, wie diese Pokémon in sanften Prisen herumwirbeln und voller Freude singen. Hä? Naja, egal. Ja, ich bin Team und das Pokémon Level 11 kommt aus dem Team, und zwar Wally. Coutinho wieder ein Team aufgenommen. Cool. Wow. Dort hat es Neues. 3 Heilbau. So, ich wollte schon das Coutinho anschauen. Wassertechnisch. Bericht. So. Coutinho hat plus Spezialangriff. Okay. Ja, nehmen wir. Ja. Naja. Nehmen wir fürs Erste. Kompetitiv wird es nicht. Aber ich glaube, Spezialangriff auf so ein Pokémon ist nie schlecht. Und, was bist du? Skunkapu. Oh, früher. Okay. Ich finde es einerseits noch cool, dass es neue Pokémon geht, aber es geht, anders formulieren. Es gibt mir 2 alte Pokémon. Aber ich finde es ein cooler Mix. Aus Generationen, aus verschiedenen Typen. Wir haben jetzt schon Eis-Pokémon schon verdammt früh. Aus verschiedenen Generationen auch. Und auch es sind Pokémon, die man sonst in den Playthroughs normalerweise nicht unbedingt nimmt. Gelatini, das Kukapuda. Habe ich mal noch keinen gesehen, der sagt, boah, das Kukapu, nimm ins Team. Aber jetzt? Vielleicht. Rabatz. Mit dem Säurespeier, so. Besiegt mir's. Ding, noch mein Ding. Das ist mein erster Angriff, sollte echt funktionieren. Genau. Zurückgestreckt, kann ich angreifen und das reicht für den Bau. Oder? Oder? Ja. Nein? Ja. Okay. Ich gehe auch nochmal zurück ins Pokémon Center sowieso. Aber das Skunkapu wollte ich mitnehmen. Ja, er ist wirklich ein cooler Mix. Das Pokémon, Generationen, wie gesagt, Typen. Ist okay. Ha! Erstauner. Erstaunt jeden. Rauchwolke. Aha, ich sehe noch so viel. Die Genauigkeit senkt. Genauigkeit ist so ein versteckter Wert. Den findest du nicht auf der Liste. Okay. Skuka wurde gefangen. Okay. Sehr gut. Auch ein Level rauf. Neu antragen. Der dritte ist in einem Hinterleib. Dreht es einem den Hinterleib zu und hebt seinen Schweif, versprüht es kurz darauf eine Flüssigkeit, die so sehr stinkt, dass es die Sinne raubt. Das hier ein bisschen raubt, egal. Ja, ist Team und ist echt nicht unbedingt wollen, aber scheißegal. Nein, wirklich nicht. So, gut. Okay, einfach B drücken. Okay. Ich schaue, ob es da noch mehr geile Pokémon hat und sonst gehe ich mich zurück heilen. Und wir sehen uns wieder ein volles Team bei diesem Trainer hier. Oh, die Mülltonne die ist weggelaufen. Haben Sie gesehen? Oh, es klickt. Okay, ich habe noch etwas zu tun. Wir fangen die 2 Pokémon und dann gehen wir definitiv heilen. Ich verspreche nichts. Nach dem Heilen Folge abbrechen und dann ja, sehen wir uns beim Trainer dort. Wenn ihr dabei seid beim Fangen, freut mich. Und ansonsten ja, könnt ihr euch abschalten. Aber ja, wenn ihr wollt sehen, was es da noch für Pokémon gibt, dann empfehle ich euch dran zu bleiben. Man sagt, es vor langer Zeit ein Mensch das Zahnrad erfand, weil er von der Begegnung mit diesem Pokémon inspiriert wurde. Ja, das ist mir Sinn. Einfach, ich hatte das Team so weil es Level 9 war. Und die Mülltonne da habe ich gemeint.
Ein Unrat-Tytox. Unrat, Tüte, Toxic. Geiler Name. Unrat-Tytox. Wow, du bist stark. Du bist wirklich stark. Scheiße. Level 13. Was ist das für ein Levelkurve, Mann? Das Klick Level 9 und das Unrat-Tytox Level 13. What the... Also, das Cotini wird sterben. Genau. Mit dem hätten wir aber können rechnen. Wolflau, was ist das? Initiative geht aber. Okay, cool. Danke, Cotini. Im letzten Atemzug hat es mir noch den Arsch gerettet. So. Mogelhebe immer. Ich glaube, Klick wäre gegen das Pokémon hier sehr gut gewesen. Weil Klick ist Stahl, Gift ist nicht wirksam gegen Stahl. Und ich glaube nicht, dass Unrat-Tytox etwas anderes als Stahl, so eine Giftattacke hat. Höchstens noch einen Tackle oder so, aber auch der ist gegen Stahl nicht viel wert. Ja. Tackle. Gleich haben wir es gefangen. Oh, Unrat-Tytox ist ein cooles Pokémon. Aber es hat ein bisschen viele Gift-Pokémon da. Jetzt haben wir gerade 2 Gift-Pokémon nacheinander angefangen. Ja. Zack. Stark ist es aber. Ja, geht zwar. Ja. Sorry zusammen. Absolut nicht meine Absicht gewesen. Da weißt du was. Look at this. Na, also. So lange ist doch jetzt gar nicht gegangen. Es ist aus einem überfüllten Mülltonne entstanden. Die Smogmog der Gala-Region sind verrückt nach den giftigen Gasen, die es ausstößt. Stimmt, die fressen ja Gas. Okay. Ich glaube, da geht's nicht mehr Neues. Okay, jetzt endgültig. Ich gehe mich heilen. Ich komme zurück. Bis zum nächsten Mal und... Ciao.